Talk it like Loose D. One check, one Es check! geht wieder los, wir sind back in the building! Das erste Mal ein Kur in Bad Zurzach machen. Check this up! Heute werden Wow, Bussen verteilt, wow. Bussen verteilt, One check, two Bussen. check, three Podcast check, four! Bussen. Wir sind da, Loose D ist da! Geil, wir sind Ladies back and im Haus. Gentlemen! Die zwei 1,70 Großen sind wieder da. Jawohl, jawohl, jawohl! Was geht, was geht, was geht? Mir geht's nicht gut, ich bin seelisch verletzt worden von einem jungen Mann. Ja, ich hab's gespürt, ich hab's Ich bin gespürt. seelisch verletzt worden. Ich hab's gesehen, deine glitzernden Augen. Was hat der? Ich habe schon überlegt, MMA-Fight Getroffen, auszupacken. Alter. Getroffen? Musst du mir gerade erzählen, wieso? Was ist passiert? Ich sag, ich tue jetzt das erste Mal unseren Gast introducen mit 170 cm Körperlänge und nicht mit meinen stolzen 1,89, 1,90, 91. Das erste Mal so. Hey, wir sind wieder mal nicht allein, wir haben einen jungen Mann hier. Absolut, Herzlich absolut. willkommen, Dario! Hello! Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Welcome, welcome! Merci, merci. Danke mal, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, danke für Mit die uns ein Einladung. bisschen reden, plaudern. Es läuft, wie geht's? Sehr Alles gerne. klar? Alles gut, gesundheitlich top, ist alles gut am Laufen und mir geht's gut. Nice, nice. Mir Jetzt geht's bald gut. Weihnachten, wem geht's nicht Bald gut? we- ja, Also, sag oder? nicht. Jeder hat Also, Freude. ey, jeder gute, der jetzt hört, hoffentlich sind ihr gut gerutscht. Ah, ja. Hoffentlich sind ihr gut gerutscht, habt eine Happy schöne New Year. besinnliche Weihnachtszeit Ja, gehabt. sag nicht. Sag Habt nicht. eure Eltern, eure Grosseltern auf die Stirn geküsst. Absolut. Bleibt Unbedingt. alle gesund, machen keinen Scheiß. Unbedingt. Nein, jetzt ein bisschen oben runtergekommen und ja. So Endjahrstress und so bei dir Ja. vorhanden, oder? Ja, läuft? also- Was bist du am machen? Was läuft? Sagen wir es so, ich habe jetzt gerade gestern meinen letzten Arbeitstag gehabt also vom Arbeiten und jetzt ein bisschen oben runtergekommen, ein bisschen Tag geniessen. Vor allem hat man kein schlechtes Gewissen, wenn man an Weihnachten keine Videos dreht und so. Und ein bisschen Content aufarbeiten. Sagen wir es so, in Ruhe, ohne müssen zu arbeiten im Hintergrund und so. Also eben für den Arbeitgeber. Du bist schon Und ja. angestellt? Ich bin noch angestellt, ja. Ich arbeite Teilzeit. Und ja, der Rest Videos. Und du kannst es auch sehr gut Videos schneiden. Nimmt auch sehr viel Zeit. Skripte, ja. Genau, ja, genau, absolut, genau, ja. genau. Recht Aufwand. Ja. Wie bist du auf das gekommen? Dario Cars. Was? Erzähl mal, wie du... Hey, Oder Name die- oder. Okay, wie lange heißt es so auf Instagram? Wie meinst du? Also ist dein erster Instagram-Account ist Dario Cars. Dario Cars, nie Von Anfang an schon geändert. gewusst? Ja, Und ja, ja. Also du hast deinen Instagram-Account gemacht mit der Intention, dass du etwas machen willst? Ja. Oder einfach, ich bin Ja. Psycho, ich liebe Nein, nein, Autos? es war voll geplant gewesen. Also Planungsphase, wenn ich gerade so weit aushole, Planungsphase hat gestartet im Sommer 2020, wo Corona-Zeit war. Wie okay. viele haben in dieser Zeit die Idee gehabt, um etwas zu machen mit den Videos. Absolut. Es ist Und- schon recht viel viral gegangen. Ja. Und die Planungsphase hat gestartet Sommer 2020, aber das erste Video habe ich veröffentlicht November 2021. Also fast ein Jahr und 3-4 Monate später Ja. habe ich das erste Video dann erst aufgeladen. Mehr, weil ich wollte richtig machen sozusagen. Und ich wollte nicht wollen, dass ja, so eine halbe Sache rauskommt, sagen wir es so. Und Geil, du weißt das so lange, ich meine schlussendlich, du hast es geplant und durchgezogen. Das ja, ist ich schon, has- das ich ist schon, über ein has Jahr voll- ist schon viel Zeit, wo... Es ist mega viel gewesen. Also ich muss sagen, es ist auch so schnell umgegangen die Zeit, weil ich bin noch in der Schule gsi, ich bin am Studieren gsi und ich habe dort müssen noch den Bachelor abschließen und die Zeit ist geflogen. Also eben, bist am Planen, am Probieren, machen, tun. Der erste provisorische Videodreh war im Oktober 2020 gsi. Mit dem Kollegen haben wir das erste Auto vorgestellt sozusagen, weil ich habe mit diesen Videos angefangen, wo ich Autos präsentiere tue auf YouTube. Also nicht So. das Nein, Strassen-Umfragezeug, sondern... Nicht das. Und mehr, weil ich habe die Schnauze voll gehabt von diesen YouTuber in Deutschland, Auto-YouTuber in Deutschland. Ich habe also gefunden, wir haben so viele geile Autos in der Schweiz. Und Ja. Also du hast das Also- eigentlich du hast es konsumiert und das Gefühl, ich mache es besser als dir. Nein, das habe ich nicht Boah, sagen. der Finger ist von Minge, der Finger ist von Minge. Leck du mir, Alter. Hätte man fast so das Auge ausgestochen mit dem Finger, Alter. Leck du mir. Nein, also ich muss sagen, eben, ich bin auch immer noch ein riesen Fan von diesen deutschen YouTubern. Ich habe, sagen wir es so, ich wollte Content in die Schweiz bringen, Auto-Content in die Schweiz bringen. Es hat so 1, 2 gegeben, wo es, der eine macht es immer noch auf Englisch. Und es hat auch einen gegeben, der es auf Schweizerdeutsch macht, aber es hat mich nicht gepackt sozusagen und ich habe Ja. gefunden, ich probiere es mal selber aus. Und dann eben im Oktober der erste Videodreh mit dem guten Kollegen, mit dem Gianni, grüß gehen raus.
Bravo Gianni, Forza Gianni. Es war mit einem Mercedes A45 AMG gewesen, haben wir, wo mein Vater schafft, ist so eine Kiesgrube. Haben wir ein riesen Videodreh gemacht mit Drohnen, alles ausprobiert. Ich habe wirklich keine Ahnung von Kameraequipment. Ich habe einfach mal ein paar Sachen gekauft, wo ich gefunden habe, das ist ein gutes Equipment. Es sind geile Sachen rausgekommen. Ich habe auch so voll Beschleunigungen gemacht mit dem Auto, so 0-100-mäßig. Nein, der Kollege ist gefahren und ich habe gefilmt mit GoPro im Auto und so und noch weitere Winkel im Auto etc., um es wirklich geil machen. Und dann haben wir das Videomaterial nicht können verwenden, weil der Arbeitgeber von meinem Vater, sagen wir es so, sie haben einfach wählen, dass man kein Logo von ihnen sieht, nichts. Ja. Ich konnte die Straße nutzen. Aber es war dann so, ja, das schaffe ich nicht, weil an jedem Ecke ist ihr Logo und ich habe nicht gewusst, ob es verhebt mit der Polizei, wenn ich dort Beschleunigungen mache mit dem Auto und so. Ich kann nicht schlecht anfangen, sagen wir es so. Ja. Dann habe ich das Videomaterial nicht verwenden. Fail. Und dann ist eine Krise gekommen und ich fand, Scheiße. Wenn ich es nicht auf die Art machen kann, was bringt es mir? Einfach nur Autos vorstellen. Und dann habe ich gefunden, nein, eigentlich könnte ich das machen. Nachher haben wir das zweite Mal wieder mit dem Gianni. Wieder Grüße an Gianni, bravo Gianni. Bin ich sehr, sehr dankbar dafür, weil am Ende des Tages ist es einen ganzen Tag lang gegangen, so ein Videodreh. Wir haben ein ausführliches YouTube-Video gemacht, wo wir über das Auto geredet haben. Mir ist es darum gegangen, so ein bisschen eben, er ist der Besitzer von einem geilen Auto. Was kann das Auto präsentieren? Was kostet so ein Auto im Unterhalt? Und so, um einen Mehrwert geben den Leuten, weißt, so, dass man mehr Wissen hat. Das war das erste Video gewesen. Und nachher habe ich ab März 21 bis November 21 weitere Videos vorproduziert. Mit 2 weiteren Kollegen, die ein geiles Auto hatten. Einer ist ein Audi RS6. Gruß an Philipp Galliker. Dann, was habe ich noch für Autos gehabt? Weiss nicht mehr. Und dann noch von einer Autogarage ein riesen Ferrari F12 im Wert von 900'000 Schweizer Franken. Ich habe mal dort angerufen und gefragt, ob ich mal so ein Auto präsentieren kann. Sie so, ja, voll, kein Ding und so. Und ich habe eben vorproduziert und dann im November 2021 gestartet. Stark, dass du zuerst produziert hast. Ja, vor allem. Ja, ich habe wirklich wollen, dass ich kontinuierlich kann, sicher, dass ich wie eine Art Vorlaufzeit habe für ein paar Wochen, dass ich dann nicht einen Monat hörst, dann siehst du nicht mehr. Wie viele Videos hast du vorher gehabt? Es sind 6 YouTube-Videos etwa. Nice. Also einfach länger in dem Fall. Ja, länger, genau. Und dann Ausschnitt, wie im Podcast von euch, dass ich dann die Ausschnitt... Grüß gehen raus an Lusdi. Ja, lustig. Genau. Und ich habe dann Ausschnitt genommen und auf Insta, TikTok verbreitet. Und die einen sind wirklich krass viral gegangen. Das ist schon noch voll durchdacht, wie du das gemacht hast. Ja, ich meine, gerade so ein Jahr lang voranplanen, vorausschaffen, ohne dass du nichts machst. Ja, es ist wirklich... Entweder ist im Studium hure langweilig, die letzte Reihe innen rechts, oder du hast da wirklich heftig überlegt. Und die meisten Leute, die wenn sie etwas aufnehmen, gerade rausbringen. Ja. Nein, sagen wir es so, ich bin halt schon eher ein Typ Mensch, der hure viel überlegt, bevor er etwas macht und schon eine klare Vorstellung hat, wie es etwas aussehen soll. Und wenn es nicht so ist, dann lasse ich es lieber sein. Oder ich muss es einfach so kehren, dass es okay ist für mich mit meinem Gewissen, dass ich weiss, okay, qualitativ, ja. Hast du lange überlegen, dass du bei uns in den Podcast kommst? Nein, direkt. Ich bin ein halber Fan von euch. Vor allem. Ich höre mich nicht mehr. Hört ihr mich noch? Ja, wir hören dich noch. Was muss man auch noch sagen? Ich glaube, einer der ersten Gäste. Hörst du wieder? Wackelkontakt? Hallo? Jetzt ist gut. Ja. Einer der ersten Gäste. Nicht der erste, aber einer der ersten, der uns schon gefolgt hat, bevor wir... Gut beobachtet. Ich habe schon gesehen, wie jemand von euch die Story anschauen von mir. Ob ich... Geil. Was für Story meinst du? Nein, Story, weißt du? Ihr habt meine Storys angeschaut. Möglich sein, 100%. Gut, das ist, ab und zu passiert mir das, wenn ich... Alles versehen jetzt plötzlich. Nein, weißt du so? Wenn 2 Insta-Accounts hast auf deinem Handy, einen privat und einen im Handy, eine vom Podcast. Ja. Ich habe schon ein paar Mal, weißt du, so, Kollegen vom Podcast-Account Sachen geschickt. Ja. Weißt du, quasi, und ich habe gecheckt, dass das Ding. Ja. Aber ich folge dann natürlich auch auf meinem privaten Account. 2 so Follows. Bei uns ist 3 Follows, hast du von uns. 3 Follows. Was soll ich sagen? Vor 4 Jahren, also wenn ist Corona? 2020. 2020. Ja.
Februar 20. Haben sich im Fall auch 3 Leute bei mir gemeldet, dass ich für sie Content aufnehme zum Thema Autos. Ah, was Ja, tatsächlich? 3 Leute, jetzt, wo ich Krass. das höre von dir. Es sind sehr viele, die das haben eigentlich wollen so. Ah, krass. Aber von diesen 3, die sich gemeldet haben bei mir, Ja. hat niemand umgesetzt. Ja, Aber es ist grosses halt. Thema gewesen um die ja. Zeit. Weißt du, jeder hat ein bisschen Ja, machen. ja. Hast du es halt auch können machen. Du hast können in Ja, dein eigenes ja, Auto voll. gehen und Ja. Ja, Absolut. ich muss auch sagen, als ich in der Phase war, vom Sommer 2020 bis November 2021, in der Planungsphase, ich alles schön vorbereitet hatte und ich habe gewusst, okay, ich bin am Vorproduzieren, machen tun. Was passiert im April 2021? Hat einfach ein anderer angefangen mit den Videos, die ich mache, wo eben wirklich? mit den Besitzern und so auf Hochdeutsch, und die sind hart viral gegangen und ich habe dort eine Krise geschoben, so quasi Scheiße. Also weißt du, eben ähnliche Frage, aber er hat nichts von mir gewusst und Ja. er ist bei mir einfach in der For You-Page auftaucht. Auf TikTok. Das tut weh im Herz. Hey, es tut weh, weil du meinst, du bist auch etwas Krassem dran, aber es ist dann wieder natürlich so gewesen, so quasi am Ende vom Tag eben Konkurrenzkampf sozusagen. Ja. Eben am Ende vom Tag, ihr seid auch nicht die Einzigen, die einen Absolut, Podcast genau. macht Es gibt vor allem, und ja. das gehört halt dazu. Es Und gibt- dann habe ich so gefunden, dort ist auch wieder so eine Krise gewesen. Ich habe halt schon recht schnell mal eine Krise. Ja, Immer Krise. Nein, Krise. Wir haben alle eine Krise. Bruder, jetzt können wir voll etwas Emotionales. Ey Jungs, wenn ihr irgendeine Krise habt in eurem Leben, kämpft Ja. euch durch und Kämpft so. euch durch. Wir geben Gas. Bleibe dran. Jetzt Aber weißt du, schlussendlich musst du auch sagen, Nein. es ist Proof of Content. Also weißt du, deine Natürlich. Idee, wenn es irgendwo anders Natürlich. ist, dann weißt du auch, okay, gut. natürlich, absolut. klar, Muss man klar, schon sagen. klar. Aber es ist so eine Art Krise gewesen, so quasi, hey, weißt du, meinst du bist schon etwas dran, wo du der Einzige bist Ja, und es voll, wird reissen voll. und dann nimmt dir jemand so wie etwas Idee, weg, ja, die ich Idee weiß, was weg. du meinst. Aber am Ende vom Tag, eben, wir sind Menschen, viele haben die ähnliche Ideen und Ja, Vorstellungen, wie etwas sein soll. Und ja, dann habe ich mich doch dafür entschieden, doch zu starten. Geil. Und Gott sei ja, Dank. Und mit ja, zum Erfolg, Glück, oder? ja. Sorry? Mit Erfolg? Ja, eigentlich? kann man so sagen, ja. Sehr, Ja. Wenn ist das erste Video viral gegangen? Wie viel hast du beim ersten Video? Boah, viral, boah. Und ist es auf TikTok oder auf Insta viral gegangen? Beide Plattformen. Jetzt Autovorstellungsvideo. Ich sage euch ehrlich, ich weiß gar nicht mehr welches. Es sind so viele Videos gewesen, weil am Ende vom Tag eben die längeren Videos. Ich habe dann angefangen auch Car Battles machen, wo ich heute sehr, sehr gerne wieder würde machen. Car Battles ist so quasi gewesen, ein Auto gegen ein anderes Auto, so quasi 2 Besitzer in einem längeren Video, und nachher haben die Zuschauer abgestimmt, welches Auto findet ihr von außen geiler, welches Auto findet ihr von innen geiler, welches Auto würdet ihr am Ende eher holen, so Ja. quasi. Okay. Und dann hat es einen Gewinner gegeben, ich habe ihm einen Pokal geschickt und noch irgendwie einen Gutschein von etwas und dann als Gewinner gekürt und so. Ah. Das war wirklich sehr geil gewesen. Und auch dort habe ich, die Geil. einen Videos haben 600'000 Aufrufe. Nice, okay. Als Ausschnitt von einem YouTube-Video. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Das war M4 gewesen gegen C63 AMG. Geil. Ja. Geil. Und mega. darum, sorry, wegen der Frage, Alles gut. welches Video, das erste Wann Video hat es viral. angefangen, dass du siehst, boah, Da, jetzt... Ey. wo hast du vielleicht selber gemerkt, ey, das könnte wirklich noch etwas werden? Ich muss sagen, ich habe gewusst, die Strassenumfrage in Zürich 100%ig werden die viral gehen. Ich habe die Idee habe ich natürlich von Amerika importiert. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt habt von Amerika. What do you do for a living? Ah, ja, Genau, ja. genau. Einfach ohne Auto? Oder ist Auf Mit der Straße Autos, so. er geht eben alleine zu den Leuten an. ja, ich kenne das so. Genau. Ohne- Und, genau. Fragt aber einfach eine Person. Ja. Ja, genau. Und ich habe dann mich dazu entschieden, ich muss das unbedingt noch in der Schweiz machen. Das erste Video war im Februar 2022. Dort habe ich es auch auf die Art gefilmt, wie der von Amerika, eben mit der Kamera und Mikrofon. So nicht, dass du als Interviewer dort... Genau, genau. Und es war so ein random Dienstag Nachmittag in Zürich gewesen. Und ich habe dann so gefunden, hey, heute gehe ich auf Zürich, also so richtig voll mit Mut. Bin nachher in Nächsten Zürich Aargauer angekommen. Tag Ja, auf Zürich genau, gehen. genau. Ja, dort habe ich noch im Aargau gewohnt, genau. Ich schwöre, Ja. die Angst jetzt gerade, Alter. Hey, ich bin dort angefahren, voll mit Selbstvertrauen, steige ich aus, laufe umeinander und nachher, so kennt ihr das Gefühl, wenn dich nachher anfängst, eben, fühlst dich nicht mehr so wohl und fängst an nervös zu werden und Ja. Scheiße, ich getraue mich jetzt nicht, weißt du? Ja, ja. Und ja, nachher, ich war dort gewesen, vor der einen Bar, die jeder kennt. Und da ist gerade so ein riesen Ferrari durchgefahren, 350'000 Ferrari, Ferrari 812 mit Kennzeichen Zug 812 812. Und ich habe gedacht, ey, ich muss den jetzt anhalten. Es war eben ein Dienstagnachmittag gewesen. Hey, ich mache so Handzeichen, hey, würdest du kurz an? Dann haltet er wirklich an, weißt du? Und nachher
Und du sagst, das funktioniert. Ja, ich Kameramann, Ja. es geht. ich hätte nicht gerade in dem Moment erwartet, dass es ist das erste Auto war, wo ich am Anhalten war. Ja. Das ist genau der erste Anhalt. Ja. Nachher bin ich so halb wie unvorbereitet gewesen, Ja. weil ich habe schon gewusst, was ich muss fragen. Aber hey, und nachher hat er mich ein bisschen gebrochen. Er hat nur Englisch können und Ja. ich bin nicht so gut im Englisch, weißt? Ja, ja. Aber natürlich, die Frage auf Englisch check ich natürlich schon. Ja, das geht schon. Und dann habe ich die Frage gestellt und ja, er hat dann geantwortet. Das war wirklich das erste Video gewesen. Ich habe das auch ein bisschen dokumentiert auf TikTok, dass ich das vorhabe. Ja. Und dann habe ich so wie nachdokumentiert, hey, ich bin in Zürich gewesen, habe das Video gemacht und das Ja. ist dann rausgekommen und die Leute haben auch Freude gehabt. Geil. Und ich habe aber eigentlich auf Mai, April, auf Frühling 2022 warten, mehr wegen den Autos. Es war Winterzeit gewesen, Ja, im ja. Februar. Aber ich habe so gefunden, ey, wenn mir die Idee jetzt jemand wegschnappt. Also Idee im Sinne von, wer das in die Schweiz bringt, die Idee, Ja. und ich nicht der Erste bin, ja, hätte es mich schon recht angeschissen, wenn ich so sagen kann. Ja, verstehe. Hast du Mühe gehabt, am Anfang hast du gesagt, du hast mit die andere Person gefilmt. Ja, genau. Hast du Mühe gehabt, dein Gesicht so zu zeigen? Nein, gar nicht, weil ich habe mit diesen YouTube-Videos angefangen. Darum gar kein Problem. Also gewesen. weißt du, dass ich jetzt so, ich sage jetzt mal so, dass man dich kennt. Ja, nein, ist gar das- kein Problem Ist das, damit. ist das gehabt. die Intention gewesen, oder ist das Nein. einfach so der Beigeschmack, der kommt? Sagen wir es so, ich habe gewusst, ich werde Auto-Content machen. Mhm. Ich habe gewusst, ich werde als Person nicht im Vordergrund stehen, weil es geht um die Autos, ich will einen Mehrwert bieten, es Mhm. geht um Autos, ich bin nie geil drauf gewesen zum Fame. Ja. Ja, was heisst Fame? Einfach bekannter sein, Einfach ja. bekannter sein, genau. Genau. Das war nie meine Intention gewesen. Ich habe gewusst, ich muss mein Gesicht anheben, wenn ich es so machen will, wie ich es gerne hätte. Mhm. Hätte es jemanden gegeben im Umfeld, das ich kennt hätte, der sein Gesicht hätte angegeben, hätte ich sehr gerne ihn vor die Kamera stehen lassen und ich hätte alles im Hintergrund gemacht, gescriptet etc. Darum, zu deiner Frage zurückzugehen, nein, es war nicht meine Intention gewesen, um selber bekannter werden. Mhm. Ich habe aber gewusst, dass dazu gehört. Ich habe gewusst, dass ich dann in der Öffentlichkeit stehe. Ich habe mit dem gerechnet und niemand hat etwas dagegen gehabt. Auch meine Freundin nicht. Sie hat es auch cool gefunden, die Idee etc. Und auch meine Kollegen. Ich finde das etwas vom Wichtigsten, wenn du Leute hast im Ja, Hintergrund, Umfeld, ja. wo aber auch ehrlich sind und nicht einfach, ja, Bro, ist brutal, aber dann rein durch. Ja, ja. Eben, ich habe auch Kollegen gehabt, die eben mitgemacht haben in diesen ersten Videos. Ja. Eben, Grüße Der wieder an die, der Gianni. Grüße an Einzelnen. Ja, Gianni, man, dann siehst du da teilen, Mann. Komm nächstes Mal auch im Podcast. Was ist das teuerste Auto, das du hast? Angehalten oder Angehalten. Schon angehalten, ja. schon angehalten? 2,5 Millionen jetzt mittlerweile. Ich habe es angeschrieben mit 2,1 Millionen, aber es ist etwa bei 2,5 Millionen so ein Ferrari. 8-12 Competizione aperta, super limitiert, tailor-made. Tailor-made bedeutet eigentlich, dass du jede Naht kannst machen, wie du willst, jede Materialien im Innenraum, du kannst das Auto wirklich so machen, wie du willst bei Ferrari. Was hat er geschaffen? Investor, Raff. wie es üblich ist. Ja, Ah, also wie es okay. üblich ist. Ab einem gewissen Betrag von Autos sind die meisten Investoren oder Unternehmer. Ja. Das, ja. Ja, entweder das oder auf einer Baustelle in Zürich. So, das ist immer so die. Ich hab, bevor du kommst, ich bin da angekommen. Ich schaue jetzt die Videos noch mal ein bisschen. Ja. Ich sehe so, jeder dritte BMW. Ich sehe immer, ich arbeite auf der Baustelle, da. Ich sehe es, Legende, Mann. Was sind so im Durchschnitt die meisten Leute? Was haben sie geschaffen? Also was schaffen sie? Ich würde sagen, bis zum Betrag von 150'000 Schweizer Franken normale Jobs, die üblichen Jobs, die immer hörst. Bürojobs, normale, ohne Leitungsposition, Baustelle, Handwerker, alles Mögliche. Ab 150'000 sind sie noch eher selbstständig. Arbeiten aber auch immer noch in ihrem Unternehmen, würde ich jetzt behaupten. Und ab so 250'000 die meisten Unternehmer wirklich, wo ja, viel Geld verdienen. Also nicht, dass die anderen nicht viel Geld verdienen, ja, ja. aber eben Unternehmer oder eben Überproportional. Investoren, wirklich, wo ja. Hast du viel ein paar mehr Mal verdienen. Leute mehrmals angehalten? Es Oder hast du das schon? ist vorgekommen, ja. Und die habe ich dann auch veröffentlicht. Weißt, ich tue nicht alles immer veröffentlichen. Ich tue nicht Ja. jedes Auto, das ich anhalte, veröffentlichen. Mehr, weil ich einen guten Mix habe. Ja. Und Dings. Wenn ich jemanden ein zweites Mal reingenommen habe, dann war es, weil er ein neues Auto
geholt hat. gut, Den einen habe ich jetzt etwa sogar das 4. Mal reingegeben, aber der hat wirklich ständig ein neues Auto. Das sucht dich sicher. Ja. Der fährt den ganzen Ja, Tag aber- durch. ja, aber es das sind Leute, die Schlimme- da durchfahren und einfach wollen gefilmt werden. Ja, ich würde auch sagen, die einen fahren durch, weil sie gerade in der Stadt sind. Komm, machen wir noch schnell die Runde dort beim Dario mal schauen. Vielleicht werden wir entweder angehalten oder schauen wir, was gerade fahren wir läuft. durch, dort beim Dario. Auch Legende. Ja, Alter. ja, am Ende vom Tag muss man auch sagen, sie kommen sehr wahrscheinlich nicht wegen mir, sondern einfach im Format vorkommen, sagen wir es so. Wegen mir persönlich kommen die Leute Hoi sagen, wenn ich dort damals stehe oder sonst irgendwo. Aber ja, wegen der Kreuzung dort, ja, die einen wollen halt schon Es ist eigentlich immer der gleiche, oder? Es ist immer die gleiche. Ja, ich Das habe ist eine Legende, immer die ja, gleiche. ich habe es auch schon probiert an anderen Orten. Das Problem ist, du findest nicht so eine Kreuzung wie dort, die einfach perfekt ist, wo so viele geile Autos durchfahren. Das ist wirklich heftig dort. Ja. Keine andere Kreuzung in der Schweiz, wo es auch optimal ist, um so etwas zu machen. Es ist eine 30er-Zone, Ja. sie fahren im Schritttempo. Ja, Läuft das Format noch? Also, läuft es noch gut? Merkst du es? ja Oder? sagen wir es so, die Erwartungshaltung ist immer krasser also gegenüber den ersten Videos. Am Anfang ist es egal gewesen, weil ein Auto vorkommt. Mittlerweile haben die Leute Erwartungen an mindestens, also Erwartung, sie sagen es mir nicht, aber ich spüre es anhand von den Views etc. Es soll halt schon immer ein bisschen etwas spezieller sein oder eben ab 200'000, sagen wir es so. Jetzt Autos unter 100'000 nehme ich nicht mehr rein. Nicht aus dem Grund, weil ich sie nicht geil finde. Die einen fühlen sich alle Anspruch beleidigt, wenn ich sie nicht... Anspruch an Content. Genau, absolut. Und ich wollte halt immer Qualität beibehalten. Was meine ich damit? Eben geile Autos, geile Antworten also geile Antworten, nicht kreative Antworten, schon, wie soll ich sagen, ich versuche halt immer einen guten Mix zu machen und ja, die Ja, ich Autos weiss, was du meinst, müssen Ja. divers sein. Sagen wir es so, es bringt mir nichts, wenn ich jetzt 10 BMW M3 im Wert Absolut, von ja. 80'000, also M3 die älteren, in einem Video an und ich bekomme ständig die gleichen Antworten. Ist nicht unterhaltsam für die Leute, weil dann mit Ja. der Zeit haben es die Leute gesehen, sie wissen mittlerweile, was die für Jobs haben. Mhm. Und ja, aber ab und zu halte ich sie trotzdem an und dann bekomme ich Überraschungsantworten über. Klar, es gibt auch Glöhne, wo man das Gefühl hat, sie müssen lustig sein. Keine Ahnung, also nicht respektlos gegenüber Klassenverkäufern, aber sie tun irgendwie etwas mit Klasse verbinden oder so. Ja. Okay. Ja, sie kommen einfach auf random Ideen, Ja, ja. so, also zum einfach irgendeinen Job erfinden. Ah, so, Genau, so meine ich es. okay. Ja, Aber gut, eigentlich, kann ich nicht So. werten. das ist so. Ja. Aber ich meine, so TikTok und Insta, dass sie viral gehen, funktioniert eigentlich durch Comments. Weißt, du, so, Natürlich, sicher, schlechte sicher, Comments sind im Fall sicher. recht Aber gut. ja, ich muss Dass aber auch es sagen, viral ich selber würde es nicht mehr schauen, wenn ich merke, ja, der hat wieder ein Zeichen erzählt, Ja. der hat wieder ein Zeichen erzählt. das sicher. Vor allem, Wegen dem. weißt du, schlussendlich, du bist da schon dahinter, du bist dort, du redest mit dem Typ, Genau. wenn der dich verarscht, Ja, würde ich auch genau. sagen, Kollege, Ja, Alter, ja. ich habe keine Zeit für so Sachen. Genau, ja, genau. Du nimmst dir extra die Zeit Absolut. und das ist auch, weißt du, wenn wir irgendwelche Böcke, wir sind ja schon von Bahnen gefragt worden, dass wir mit uns einen Podcast machen und Ja. es ist, schlussendlich müssen wir da hocken und eine Stunde mit dieser Person oder eineinhalb oder wie lange es Ja, geht, sicher. ein Gespräch führen. Ja. Wenn es voll der Müll ist, denkst du auch so, Kollege, Ja, komm, wir absolut. kommen extra Ja, dran, eben wir nehmen genau. beide eine Ja, Stunde willst Zeit die und- ganze Zeit Faxen machen, Ja. easy, aber es ist nicht qualitativ. Ich finde, geil ist, weißt, wenn es schlussendlich Spaß macht. Weißt, wenn Genau. du genau, ich nehme mal, so wie du von dem Autozeugs erzählst, Genau. von den Videos, du hast Passion dahinter. Ja, so, das, absolut, absolut. Das, wenn du keine hast, ich glaube, dann gehst du Dann nicht musst du viral. das Ziel haben. Ja, Ja, genau. Das ist so ein bisschen ein Volksrezept von dir. Genau. Zu deiner Frage zurück, ob es immer noch so im Trend ist. Ich würde sagen, ja, die Leute haben immer noch Freude und solange die Leute Freude haben, werde ich das Format sicherlich beibehalten. Ich bin es auch am Versuchen, jetzt für 2025 wollte ich es ein bisschen anpassen, noch ein bisschen andere Elemente reinbringen, die es unterhaltsamer macht. Aber wie gesagt, ich muss ein gewisses Level an Autos, einen guten Mix einfach dort haben. Ja. Es muss jetzt nicht nur ein Auto über 300'000 sein, es kann auch ein Auto sein von 20'000, das ein krasser Oldtimer ist. Mhm. Ja, ja, absolut. Ich find halt auch geil, du tust, schlussendlich, du filmst das Auto, Ja. schreibst, was es ist, was es kostet, aber schlussendlich redest du ja nicht über das Auto. Genau, Du redest ja nur über die Dinge, ich finde das schon interessant. Weißt, absolut. Für die Autocracks, Ja, die sehen 100%. nur, was ist und was es kostet. genau. Das war halt auch ein bisschen mein Ziel vom Auto-Channel. Wie soll ich sagen? Jetzt mit dem Format können wir meinen, ja, er fragt nur die Leute, was sie beruflich machen. Das Ziel von dem Format war auch,
die Schweizer Autoszene repräsentieren. Und das passiert auch gleichzeitig, indem du so viele geile Autos präsentierst, also zeigst, sorry, in einem Video, 10 Autos in einem Video, okay, krass, man weiss eben, in der Schweiz hat es die und die Autos. In Deutschland drehen es durch auf diesen Videos. Also auch auf YouTube. Schon. Also die Deutschen, Ja, die denken. finden es ultra geil. Und das ist auch gleichzeitig auch nah für sie, weil eben, wir sind das Nachbarsland. Mhm. Absolut. Einfach die bessere Version von ihnen, aber ja. Genau. Hast du ein neues Format geplant oder was denkst du? So Ja, 2025 also wirst du etwas, ja. etwas Neues kommen? Es ist einiges geplant. Ich würde es jetzt nicht gerne verraten. Also ich würde es gerne einfach so behalten, nicht, dass jemand wieder kommt. Ja. Und, Wir können deine Strategie ein Genau. Jahr, Ja, ja. ein Jahr planen. Also 2027 können wir neue Sachen von Dario. Genau. Nein, es sind wirklich neue Sachen geplant. Nice. Am Ende des Tages muss ich auch sagen, das Format, was machen Sie beruflich, versprochen bleibt für die Leute, solange sie Freude daran haben. Wenn ich merke, es macht den Leuten nicht mehr so Spass, das merke ich auch so ein bisschen anhand der Klicks und Ja, so. sicher, Dass ja. eben, auch für mich ist es so ein bisschen, eben, ich habe es auch mit der Zeit gesehen natürlich, aber Ja, ich ja. mache es immer noch gern, vor allem wenn ich dann die ultra krassen Autos in Zürich sehe und ich sage jedes Mal, geil, habe ich den jetzt können antreffen. Viele antworten natürlich nicht, was sehr, sehr schade ist. So ab einem gewissen Level, ab 300'000 ist es sehr schwierig, dass jemand anhaltet. Ah, die sagen dann auch Kollegen, scheiß drauf. Ja, die fahren einfach durch und ja. Ja, verstehe. Halten nicht an, weil viele wollen halt wirklich diskret bleiben, was ich auch respektiere und verstehen. Die haben ihre Gründe. Voll am Ausrasten, steigt. Ja. Ja. Auf der Straße stehen und du haltest jetzt an. Müsstest du mal vielleicht so ein Video nehmen, wie viel dir einfach wegfahren? Ja, Weißt du? habe ich auch schon gemacht. Ah, Habe ich auch schon? schon- Ah, ja, wirklich? also einfach durchgefahren sind und dann habe ich einfach... oder Nur, ab und zu... geschwärzt, oder? Nein, ich habe dann einfach angeschrieben, was für ein Auto und wie viel wert. Aha. Mache ich heute noch ab und zu das letzte Auto im Video oder dazwischen, einfach ein Auto, das vorbeifährt und nicht anhaltet. Ja, ja. Oftmals eben Autos über 300'000 oder ein Millionenfahrzeug, die halten nicht an. Was denkst du, wie viel Mal bist du dort schon gewesen und hast... Oder wie viele Autos hast du schon... Wie viele Autos hast du schon geredet? Boah. Ich würde schon sagen, warte schnell. Ich würde schon sagen, 3000 würde ich schon sagen. Insgesamt. Aber ich habe eben nicht alle 3000 veröffentlicht. Ja. Du kommst nicht nach. Es fahren so viele Autos dort durch. Ja, ja. Und am Anfang habe ich eben auch die günstigeren Autos fast alle gefilmt, um ein bisschen Reserve zu haben. Ja, ja. Ja, ja. Das ist einfach etwas jetzt. Genau, und ja, etwa 3000 würde ich schätzen. Hast du durch die Reichweite so Kooperationen können? Ja. Ja. Oder hast du sie bekommen? Ja, ja, Kannst du ja, ja. erzählen, Ja. mit was für einer Firma? Hey, ich muss sagen, die erste Kooperation, das habe ich ultra geil gefunden. Emotional für mich. Mehr, eben, ich bin immer ein Autofan gewesen. Ich habe sonst nicht mit Autos am Hut. Im Sinne von, ich bin weder Autoverkäufer noch sonst nicht. Also aber nur, immer... nie in dieser Branche eigentlich Nein, gewesen. nein, Einfach nur Leidenschaft immer dafür. Leidenschaft. Und das hat angefangen mit meinem Vater. Mein Vater hat damals, früher hat er bei sich in der Firma, bei dieser Quizgruppe, wo ich dann die ersten Videos gemacht habe. Grüß an Gianni. Grüß an Gianni. Mal Applaus für Gianni. Applaus für den Gianni. Alter. Applaus für den Gianni, du bist ein realer Mann. Du bist ein geiles Tier, Alter. Du bist ein geiles Tier. Irgendwann zahlst du mal einen Cheeseburger, mir ist scheißegal. Was soll ich wieder sagen? Mein Vater hat damals einfach einen Go-Kart gebaut. So hat die Leidenschaft überhaupt mit Autos angefangen. Eben, mein Vater eben Go-Karts baut oder so die Pocketbikes und so, hat selber gebaut. Motor und alles. Was ein Psycho, Ja. geiles Tier. Und so hat die Autoleidenschaft ein bisschen angefangen und nachher mit Gamen, Need for Speed, PS2. Und ich weiß noch damals, 2002 oder Weihnachten 2003, haben mein Bruder und ich zu Weihnachten die Box bekommen, PlayStation 2 Bundle mit Need for Speed drinnen und Fast and Furious. Shit. Wirklich krass. Und wieso erzähle ich das? Die erste Kooperation war mit Universal. Also mit Universal, nicht also im Sinne von Filmpremiere vom Fast and Furious 10 oder Fast and Furious X. Geil. Das war die erste Kooperation und das war geil. Also so emotional, so Ja, quasi, ja, ey, ja, sehe ich, ja. kannst einfach... Schön. Klar, am Ende des Tages muss man auch sagen, eben, nicht die von Amerika haben mich gescoutet und auch gesagt, weißt, irgendwie passiert es und es ist am Ende des Tages ist es dank dem, dass du halt mit den Autovideos angefangen hast und mit deiner Leidenschaft. Voll. Das war die erste Kooperation. Wann war das? 2023 oder 2022? Es ist, glaube ich, 2023. Ich muss aber auch sagen, ich habe vieles abgelehnt zuvor.
Ah, schon. Ja, ich habe vieles abgelehnt. Wie soll ich sagen, ich tue lieber... Mir ist es wichtig, dass ich nicht... ich muss nicht für alles Werbung machen. Mir ist es wichtig, dass ich Qualität und Content für meine Follower biete. Wenn es eine Kooperation gibt mit einem geilen Werbepartner, machen wir. Weißt, wenn alles stimmt, machen wir unbedingt. Und ja, es hat schon ein paar Kooperationen gegeben. Nicht nur Auto-Content, nicht nur Marken in Bezug auf Autos, sondern auch Produkte, random Produkte, die ich gut in das Format «Was machen Sie beruflich?» integrieren, was ich heute noch mache und sehr gut klappt. Sachen verschenken. Ganz einfach, Sachen verschenken. Nicht alle Steve Merson Kann man nicht sagen. Das Auto verschenkt. Grüß geht raus. Ja, Was hast du gesagt? Das Auto verschenkt. Machen wir jetzt. Nein! Wir haben schon eine Kooperation durchgeführt. Jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ist das Auto dann sehr wahrscheinlich vielleicht schon übergeben worden. Schenk Ja, uns. es war eine Kooperation, es war eine Kooperation, wo wir ein Auto verlost haben. Nein. Ja, wirklich sehr heftig. Und plötzlich Auch hat der das. Gianni jetzt gewonnen. Der Gianni jetzt Auto Gianni, hast überkommen. du gewonnen, Gianni! Wow! Also wenn es nicht gewonnen hast, ist mir ein Beleidigung, Alter. Du bist ein Real gewesen. Nein, ja, tatsächlich. Einfach ein Mercedes GLA. Ja, was? Ja. Im Wert von 70'000. Ja, die einen sagen 60'000. Neuer Preis, Listenpreis Lex bin ich 70'000. her, Alter. Du hast Ja, Auto ja. überkommen, wenn es 60 oder 70 Ja, gewonnen hast. absolut. Du bist ruhig und nicht mehr gehen, Alter. Fick mich nicht, Alter. Mann. Alter. Ja, tatsächlich. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich Wer 3 Jahre jetzt- wer später jetzt kann ein zu- Auto wer- verlosen. Da ist ja nicht, da hat irgendeine Garage oder so zur Verfügung gestellt. Oder Ja, nicht? ist ein Anbieter gewesen, ist nicht eine Autogarage, wo es nicht ich würde nicht sagen unbedingt Gewinnspiele. Wir haben auch Sachen verteilt. Das hat gratis Autobahnvignette gegeben für jeden Teilnehmer, Ah, der das hab ich fix gesehen. mit Ja, genau das hab das, ich- die ja, Kooperation. Und dort hat es dann für einen Gewinner noch zusätzlich ein Auto gegeben. Also ein Gewinner ist ausgelost. Du hast so eine wie sagen wir, so ein Lösli können kaufen, oder was? Sagen wir es so, es ist ein Kreditkartenanbieter. Aha. Ah, ja, ich weiss du hast nicht, ja, eine Kreditkarte beantragen, eine super Kreditkarte, stehe ich 100%ig dazu. Und wenn du die Kreditkarte beantragt hast, also wieso super Kreditkarte, sie ist kostenlos und du hast in den Rankings von der Kreditkarte in der Schweiz bist wirklich ganz, ganz weit oben unter den Top 4. Und wenn du Kreditkarte beantragt hast, schon dann hast du fixe Autobahnvignette. Ah, okay. Schon nur fürs Mitmachen. Hast du fix in der Tasche fürs 2025. Ja gut, wenn du Auto bei mir nicht hast, brauchst du kein Auto mehr. Scheiße. Kannst dann Zug ankleben mit dem GA durchfahren. Genau. Und dazu hast du noch die Chance, zum Geil. den GLA zu gewinnen. Ja. Hammer. Krass. Ja, wirklich eine sehr geile Kooperation. Passend, wie ich euch gesagt habe, sehr passend zu meinem Channel. Und, Absolut. Sind ja. die auf dich zugekommen? Ja. Also, sagen wir es so, ich bin über die Agentur. Ja. Im Management. Machst du schon lange nicht mehr selber? Jetzt seit diesem Jahr, seit Februar, bin ich bei der Heads Agency. Grüß gehen raus an Heads Agency. So viel am Grüßen. Da noch zum Grüßen. Ich schwöre es doch, ich bin da angekommen zum Grüßen. Nein. Grüß Mutter, Vater, alle. Bülach, alles. Ey, erst die Gast, der brüllt. Was habe ich sagen? Eben, Heads Agency. seit Februar dort dabei. Und sie machen alles für mich im Hintergrund. Mehr will ich will Content machen. Ja. Alle Anfragen den sie bearbeiten, anschauen, prüfen, ob es Sinn macht, nicht Sinn macht. Ja. Du hast ja jetzt, wie sagen wir denn? Swiss Influencer Award. Ah ja, Mann, gratulieren. Merci, Gratulieren, Mann. gratulieren, Mann. Stimmt, Stimmt, Mann, gratulieren den This is the man! Merci, Das ist merci, ein merci. Champion. Merci. Du hast gewonnen, oder? Ja, ich habe gewonnen. Ja, voll. Ich habe Erster gewonnen. Platz, Hammer. Ich muss sagen, es Wer ist... war du, Steve Merson? Ja, nein, Moment. ist es? Es hat diverse Kategorien gegeben. Ah, okay. Ja, ich bin in der Kategorie Luxury, ist eine neue Kategorie. Ah, Muss cool. aber auch gescheit sein und Nischen finden. Muss Ja, halt ja. auch, Ja, ja. Weil die einen meinen, ja, du hast keine Konkurrenz gehabt, bla bla bla. Findet die richtige Nische, dann gönnen wir auch vielleicht mal einen. Ja. Du musst nicht nur grüßen. Kannst auch beleidigen. Kannst du beleidigen? Grüß gehen alle, die haten. Grüß alle Haters. Genau. Nein, ich habe schon 2-3 starke Konkurrentinnen gehabt. Die eine ist Model und Actress gewesen, und die andere ist Luxury-Influencerin, so Lifestyle und Luxury.
200'000 Follower auf Insta und so. Also sie ist Also auch mehr als stark du gewesen. eigentlich? Ja, mehr. Und ich kann gleich einbringen, den Titel. Und ja, Hammer, geil. ja, ist geil gewesen. Ich muss sagen, ich habe es nicht erwartet. Wieso Wann habe ich hast es du nicht es gewusst? Wann hast du es erfahren? vor Ort? Ah, so wie es alle erfahren haben? Genau, du hast aber gewusst, dass du in der Top 3 bist. Ah, okay. Und dann bist du so... Jetzt ist ganz heim, weißt du, es Können gehen die Leute schon heim. voten, Alter. können Scheiße, ja. voten und so nicht, oder wie ist es? Genau, man können voten und nebst den Votings gibt es noch eine Jury. Ah, Jury okay. zählt 70% Voting, 30% von der Community. Geil. Genau. Und ich bin in der Ferien gewesen und dort habe ich erfahren, dass man für mich überhaupt voten kann. Ja. Und nachher haben die Leute angefangen zu voten, wo ich dafür sehr, sehr dankbar bin. Und nachher, einen Monat später, hast du erfahren, ob du in der Top 3 bist und dann bist du an das Event gegangen. Ja, Hammer. Und dann auch im Legende. Event selber hast du herausgefunden, ob du gewonnen hast oder nicht. Und ich bin mit den engsten Kollegen bin ich gegangen und an diesem Abend, wie soll ich sagen, für mich... Voll Kante geben. Nein, das nachher auch. Das nachher. das erwarten? Ich kann es auch nicht. Kollege, Ich dort oben noch nicht. Das schmeckt. Nein, das nachher natürlich. Nein, wir haben es nicht. Wir haben es alle nicht erwartet. Wir haben gewusst, der Event, geil, Swiss Wird Influencer geil, ja. Award, Ja. bis Mal erste Mal. mitnehmen, ja. Genau, es war ein Abend gewesen wie jeder andere für uns. Gehen wir mal an den Award mit den Kollegen und wir haben nicht erwartet, dass ich gewinne. Wir haben so gedacht, komm, ich gehe okay. dort hin. Und ich hatte die Erwartungshaltung, ich wäre nicht enttäuscht gewesen von mir, hätte ich ihn nicht heimgebracht. Wieso? Die letzten 3 Jahre sind für mich der Horror gewesen, wieso Studium schaffen, Content. Ja. Und ich konnte nie 100% geben für den Content, darum wäre ich nicht von mir enttäuscht gewesen. Ich habe gewusst, irgendwann werde ich ihn holen, so selbstbewusst bin ich, aber wie soll ich sagen, Du hast nicht Vollgas können auf ich kann nie Vollgas können geben, sehe weil ich habe dann amix in der kritischen Phase, bei der Content-Produktion habe ich dann einfach nur, was machen sie beruflich, Videos rausgehauen. Weil eben nebst denen tue ich auch Autos präsentieren, Faktenvideos raushauen etc., die viel aufwendiger sind. Und dann habe ich halt einfach nur, was machen sie beruflich, Videos gemacht. Natürlich, die Leute haben Freude, ich habe auch Freude, aber es ist nie so breit, ich kann nie so Content machen, wie ich gerne hätte wollen. Ja. Darum wäre ich nicht enttäuscht gewesen. Okay. Ja. Ich kann jetzt heimbringen, geil. Ja. Ist ein super Jahr gewesen für mich. Alter, wir sind nur dumm. Und ich schrieb dir gestern, Alter, nimm da kack Mikrofon. Guck, das ist scheiße Wort von mir. Ich so wie ein Hund, Alter. Ich schreibe, nimm das Mikrofon mit, Alter. Was für ein dummes Sieg, Alter. Leck du mir, Alter. Willst du ja scheißegal. verteidigen, oder? Das tun wir nicht. Ich kann es glaube nicht verteidigen. nein. Ich bin glaube Ich nächstes glaube, Jahr... die Regeln haben es nur wegen dir eingeführt. Gibt's keine... Nein, ich glaube, nächstes Jahr bin ich glaube gesperrt. Bin mir nicht sicher, aber ich bin nächstes Jahr gesperrt, wenn Egal, schon dann gewinnst du einen kommt. neuen Nischen-Award. Genau. Oder ich mache einen neuen Channel und dann gönne ich mit dem an. Das ist eben ein Fuchs an dir. Bist du eigentlich Italo? Ja, ich bin 100%ig Eigentlich schon, Italo. boah, leck, das ist noch stolz rausgekommen. Leck, Ja, ja. du. Boah, Mann, leck, du. Ich bin fast schon umgekehrt vom Stuhl. Ja, hey, apropos Italo, weißt du, was soll ich sagen? Eben, wie ich euch erzählt habe, ich stehe ja nicht im Vordergrund bei diesem Channel. Ja. Natürlich schon irgendwie, weil ich Ja. mein Gesicht zeigen. Es kommt, glaube ich, etwas Wildes jetzt. Nein, ja, wie soll ich sagen, weißt du, Leute erwarten immer von mir, keine Ahnung, wenn man Intro ist, sollte man sich so und so verhalten. Oder letztes Jahr habe ich auch mal einen müssen hören in einer Bar. Hey, ich liebe deine Videos und so, aber du bist mir zu schweizermäßig. Aber vielleicht fällt ihm ein bisschen da. ja, so, also weiß auch nicht. So, ja, genau. okay, weißt du, oder? Oh Gott, ich habe nicht gewusst, dass du Italo bist. Ich habe jetzt Ja, einfach natürlich. frech spekuliert. Wegen dieser Nase. Kannst du Ja. nur ein Jeans Alter. Nein, ich habe schon gedacht, dass du der Länder bist. Das ist fix. ja. Nein, Darum habe ich gefragt. wie soll ich sagen, es ist für mich, ich muss auch sagen, bei mir in der Familie, ich bin auch sozusagen eher der Schweizer. Ich muss auch sagen, ich bin stolzer Italo, ich bin aber nicht der typische Italo, wo, ja, keine Ahnung, einfach, ich bin nicht ein typischer Italiener im Verhalten, aber ich kann Italienisch reden, ich kann auch der Gianni, der Italiener ist und auch so ein geiler Sieg ist wie ich. Nein. Charlie! Nein. Und wie soll ich sagen, ich mache Content so, ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Es ist nicht, dass ich mich, soll ich sagen, vor der Kamera bist du natürlich schon anders. Im Privaten rede ich Ja. anders. In der Kamera rede ich halt so, damit ich so einfach und verständlich wie möglich für die Es ist halt Zuschauer auch, kann dass man machen es auch gut versteht. Das ist schon Genau, man wichtig, muss ja. gut verstehen und angenehm für die Zuschauer. Weil wenn ich rede, wie ich daheim rede oder mit Kollegen, weißt, ich kann So, ich schnell... finde, so, du hast recht. ja, Gleich reden, gut, wir sind jetzt kein, wir kennen uns jetzt so jahrelang wie du und ich der weiss, was Gianni, wir du sind nicht meinst. in diesem Verein. Ja. Aber Ja, aber
Ja, wie soll ich sagen, ab und zu, ich habe auch ein bisschen einen ausländischen Akzent, teilweise, wo Bist man du rausgehört Aargauer? aber wie soll ich sagen, am Ende vom Tag, eben, wir sind alle in der Schweiz aufgewachsen, Ja. wieso sollten wir anders Ja, reden? fix, Also weißt du, Ja. ja. Absolut. Verteidiger, komm, zeig mal deinen Schweizer Stolz. Wieso? Geil, erzähl mal, was ist so dein Lieblingsauto? Boah, ey, wenn mir die Frage stellt, ich habe so viele Lieblingsautos, es ist... weißt du, Einen, jetzt kannst du einen sagen, bam, das... ja, ich muss sagen, ich Oder bin freust du dich mega auf ein Auto, das jetzt rauskommt oder so? aktuell nicht. Ich habe jetzt vor 2 Jahren habe ich können, vor einem Jahr habe ich können einen Koenigsegg Gemera an der Auto Zürich gesehen. Das ist Koenigsegg Gemera. ja Koenigsegg. Ihr müsst euch vorstellen, ist wirklich Hypercar, ist nicht Lamborghini, es ist auf dem Level Kostet ein von paar Millionen, wie viel ist das? Bugatti. 4, 5? Ja, etwa. Dort würde ich jetzt sagen, wieso das Auto? Es ist typisch Ausländer. 4 Plätze, ist nicht nur ein 2-Plätzer. Ja. 4 Plätze hast, 4 Koffer kannst du in den Kofferraum tun und das ist so quasi wie Kannst du runterfahren. Genau. Es ist wirklich eine Kunst von der Technologie, Aber weil krass. ihr müsst euch vorstellen, so eine Leistung, und das Auto hat, kannst du bis zu 2300 PS haben. Ihr müsst euch vorstellen, so eine Leistung mit Platz für 4 Personen auf ein Auto bringen, auf so wenig Kubikmeter sozusagen an Masse, die du hast bei einem Auto, auf so wenig Platz, so viel Leistung bringen, ist halt eben wirklich eine Kunst. Meistens die anderen Supercars sind gross, haben einen riesen Motor, riesen Technikzeug, aber sind immer 2-Plätzer. Ja, Darum ist stimmt, das ja. für mich eine Kunst und etwas sehr, sehr Krasses, eben der Koenigsegg Gemera. Und ja, sonst Lieblingsautos, auch ältere Autos finde ich geil, zum Beispiel BMW M3 E92 bin ich sehr, sehr scharf drauf. Ist sogar jetzt teurer geworden im Preis, auch Okkasionsfahrzeug. Finde ich immer noch ein sehr, sehr schönes, zeitloses Auto. Ist jetzt auch Jahrgang 2011. Nice. Ja. Bist du so ein Typ? Sorry. Ja. Wenn es du hast vorhin gesagt, du ab und zu fährst Auto, ab und zu fährst Zug, oder? Ja. Wenn dich jemand im Zug sieht, wirst du Ja. angefickt. Nein, Das ist der Dario Kart Zug fährt. nein, das nicht. Aber ich würde sagen, die meisten erwarten von mir immer, dass ich ein grösseres Auto fahre und dass ich praktisch nicht Zug fahre. Ja. Der Glamm ist sofort ja, jedes Mal, weißt du, was fährst du eigentlich für ein Auto? Nachher meinen sie eben so, keine Ahnung, ein M3 oder ein Als ob es geiler deine Autos Audi. wären im Video. Genau. Und dann sage ich immer, ja, Seat Ibiza und nachher kommt... Ja, hauptsächlich von A nach B, gell? Weißt du, immer der Spruch und nachher weißt du ganz genau, okay, ich finde das Auto nicht geil. Ja, es ist ja Geschmackssache. Ich liebe mein Auto, es ist super ausgestattet und ich habe es jetzt auch seit 3 Jahren. Ich muss auch sagen, ich stand jetzt, ich will kein Auto wechseln. Ich bin super immer noch mega zufrieden damit. Weil es ist modern. Ich bin schon halt scharf darauf, dass ein Auto gut ausgestattet ist, mit genug Assistenten etc. Ich tue nicht immer gerne Auto fahren. Und ich habe es gerne. Meine hat Abstandhalter, Spurhalter etc. Auf der Autobahn, ich drücke den Knopf und er fährt von allein. Ja. Weißt du, ab und zu ist das Schalten, machen, tun, Gas geben, bremsen. Ja. Bist du auch so ein Typ, der Autoscout-Fanatiker ist? Also alle Autoliebhaber Ja, haben ja, Autoscout. immer. Also, So weißt du, quasi- ich habe das Gefühl, bei den Autopsychos, die meisten Apps brauchen die WhatsApp und noch als Autoscout. Ja, Jeden Tag auf dem Kacke-App. Ich schwöre. Nein, ich sage ehrlich, nein, nicht mehr. Wieso? Weil ich habe gewusst, ich kann mir kein Auto leisten. Nein, die letzten 3 Jahre, eben jetzt bis im September, ich habe noch studiert. Also eben, als ich angefangen habe, habe ich ja studiert und nachher habe ich noch weiter studiert. Ich habe nachher noch den Master angehängt. Und ich war die ganze Zeit im Studium und mit 50% arbeiten, Ja. wo gehst du an? Du musst auch noch Rechnungen zahlen. Weil der Bachelor gemacht, Master gemacht, alles nur zum den Influencer. Ja, Award genau. kriegen. Geil, Alter, genau. gratuliere, Mann. Gratuliere, Aguri. Merci. Es ist jetzt gerade im September ist Diplom-4 und ja, also das Jahr ist wirklich mein persönlicher Triple gewesen. Also Heads Agency reingekommen, Masterabschluss und Influencer Award. Das ist wirklich ein super Jahr gewesen, wo ich Geil. niemals gedacht hätte. Kurzer Applaus für dass, dich, ganz klar. Merci. 24. Mir ist es wichtig, es kommt nicht als Bluff über, es ist mehr so, wie soll ich sagen, Ja, das, ich finde, man sollte damals
wie stolz drauf sind und nicht gewisse Absolut. Erfolge irgendwie. Ja. Weißt du, Weil in der- wärst in der jetzt voll am Schweiz Bluffen, dann erwartet wirst du man- ja Ja, voll aber in der anders- Schweiz erwartet man immer so, ja, nicht zeigen oder zu viel erwähnen oder sonst Ja. etwas. Kollege, du musst deine Freude irgendwie teilen. Und weil wir sind Menschen, Genau. wir haben Freude an etwas. Wenn du ein neues Auto hast, willst du deinen Kollegen auch dein neues Auto zeigen. Ja, Weißt du, du hast ja. Freude an etwas. Weißt? Anerkennung braucht jeder Mensch. Ja, Genau, das genau ist es so. gehört zu uns als Mensch und eben das Jahr war für mich ein Jahr, wo wirklich anstrengend, aber natürlich wirklich, wie gesagt, ein persönlicher Triple für mich. Und wie toppst du das nächstes Jahr? Sagt er, ich weiß es nicht. Sorry. Nein, ich muss sagen, für mich, ich habe jetzt den Swiss Influencer Award gewonnen. Für mich ist das... Auseinandergenommen. Ja, es ist geil. Für mich ist es aber nicht irgendwie jetzt so quasi geil erreicht. Ich kann mich jetzt zurücklehnen. Für mich geht es erst jetzt richtig los, weil ich habe viel mehr Zeit. Ich habe die Schule nicht mehr im Rücken, wo mir meine Eier stresst. Nicht mehr die Aufträge, Abgaben, Prüfungen, die du die ganze Zeit hast. Jede riesen Ansage machst du da. Ja, jetzt live. nein, ich muss sagen, Jetzt geht es erst richtig los. Ja, es geht wirklich erst richtig. 2025. Ja, Ja, also, hungrig. sagen wir Immer es hungrig, so. Mann. Mit dem, wo ich eben früher nie Zeit hatte. Ja. Das, was ich gesagt habe, eben die letzten 3 Jahre habe ich nicht so Content machen, wie ich gerne würde. Und das eigentlich wollte ich jetzt unbedingt machen. Jetzt am Ende vom Tag, was den Leuten gefällt und nicht gefällt, das liegt nicht in meiner Macht. Ich mache das, was ich denke, ist geil, wo ich, für was ich den Channel aufgebaut habe. Ich habe den Channel nicht aufgebaut, nur für was machen sie beruflich. Für mich ist der Channel Auto-Content für Autoliebhaber und nicht Autoliebhaber, um Sachen so einfach wie möglich erklären und auch zum politische Themen aufgreifen, zum wirklich das Thema Auto komplett breit gefächert posten auf Instagram Ja. und TikTok. Hast du Mühe gehabt am Anfang? Ich weiß nicht, ob du das auch hast. Mich hat das am Anfang ein bisschen gestresst, weil ich halt null in dem Social Media Zeugs drin bin und so. Weil wenn einmal, wir geben uns voll Mühe mit Leuten anholen, du gehst da voll Mühe mit aufwendiges Video produzieren, alles, das eine gute Qualität hat und so. Und nachher viral gehen einfach die grössten Müllsachen. Also, weißt du, also Müllsachen, weißt du, die Sachen ohne groß Mehrwert oder so. Ich habe so oft Kopfschmerzen bekommen wegen dem. Ja, es ist wirklich... Aber auch heute noch. Es geht viral, Ja. du bist frustriert. Absolut. Das ist wirklich traurig. Absolut. Und vor allem, ja, gibst dir so viel Mühe für etwas und nachher geht das nicht viral und dann so ein Müllvideo geht Ja. durch die Decke. Wo Ja. du, ja. Aber es ist, wie soll ich sagen, es liegt da halt nicht in unserer Macht, weil die Algorithmen werden immer angepasst. Es ist Genau. immer ein neuer Algorithmus. Ich denke, heute gehst du auf TikTok nicht mehr so viral wie Ja. im 2020. Ja. Du hast schon noch Chancen, es kann gut noch durch die Decke gehen, ja, aber nicht mehr so wie 2020. Teilweise, 2020 hast du teilweise irgendeinen Scheiß aufgeladen und dann... So Leute, die Millionen Videos Views. mit Handy gemacht haben, sind auch viral gegangen. Einfach, Ist krass, ja. es sind sehr viel viral gegangen in dieser Zeit. Ja. Und das ist Ja. aber und überall. Aber jetzt zum Glück Es sind hat's noch viel TikTok mehr Leute am Handy auch gewesen. Ja, Und du hast viel mehr Zeit am Handy absolut. verbracht. So. Ja. Schlussendlich ist es auch Absolut. wieder gut, weißt, dass Ja. das wieder ein bisschen abgenommen hat. So, Ja, dass wieder, absolut. ist ja schlussendlich ist immer wichtiger, was im Real Life passiert, so, als was für Videos da umeinander gehen. Ja. Und so. Aber ich habe das auch am Anfang mich das hure auseinandergenommen. Ja. Ich habe hure angeschissen. Ja. Wir sind da mit so viel überlegt. Ja. Und dann Das machst du nicht. noch, siehst einfach, Ja. ich habe das schon ein bisschen verarbeiten. So, ja. Ja. Musst einfach hart normal, bleiben. du hast es nicht so gehabt, weil du bist schon viel näher an der Materie dran. Genau. Ich habe ja null, Ja. ich komme ja null aus dem. Ich sehe einfach brutal gut aus, aber Also, zwischen. mittlerweile, also die Welt lebt ja nur durch Shows, weißt du? Ja. Ja. Die Leute wollen nur, dass man eine Show Ja. bietet. Absolut. Oder eben so Sachen, wo sie einfach können, kommentieren, vielleicht Absolut. sagen sie, hey, 100%. haha, jetzt, Ja. ich zeige ihm, weißt du, Ja. so, Ja. dass sie so ein bisschen mit, dabei können sein Voll, ja, aber voll. eben viel Wissen. Und mit so Kommentaren und so, Absolut. mit so schlechten, schlimmen Kommentaren ist das schon gegangen. Nein. Oder wie gehst du um mit Bist so du nie Sachen? beleidigt worden? Ich oder so? sage ehrlich, ich bin von dem verschont worden. Aber würde es jetzt passieren, es würde mich gar nicht kratzen. Ja, Also, keine Ahnung. Ja, also weißt du, wenn Kommentar bei diesen Autopräsentationen, dann ist es mehr so der Style, mir gefällt das Auto nicht, bla bla bla. Ja. Was ich aber mache zum Schutz der Teilnehmenden in den Videos, wo die Fragen beantworten, eben, was sie beruflich machen,
wenn es persönlich beleidigende Kommentare sind, die tue ich dann löschen, mehr, weil es Aber so geht mir darum... der im grünen M3 ist ein Ja, Spaß oder ja, so. genau. Also Ja, okay. es kommt immer darauf an, wenn sie über das Auto reden, okay. Ja, aber wenn es über die Person, ja. Genau, Boah, genau. korrekt, Minja, Weil korrekt. am Ende vom Tag, ich versetze mich ein bisschen in ihre Lage, weißt du, eben, Ja. machst mit und so und dann bekommst du so, ja, Kommentare über, Kommentar. ja, es kann, eben, die kennen das Social Media Zeug Ja. und dann, ja, fühlst du dich schlecht. Also beruhigst es, dass du dann doch mitgemacht hast, weil du die Gedanken hast dort. Ich verstehe so oder so die Leute nicht, die auf Social Media beleidigen und so. Ja, ich auch nicht. Ich habe auch nicht. einen kennengelernt, der so, ich habe einen Fake-Account. Ich so, was machst du einen Fake-Account? Zum Leute beleidigen. Leute beleidigen. Aber geil. wir kennen Was wir hast du kennen die das Beleidigungen bei uns. Boah, ich habe mich bei der einen kaputt gelacht. Ah, was? Leck, wo wir im Bundeshaus waren. Wir Ja. sind vor, Das war eine sehr geile Folge. gewesen. Dankeschön, Also, Dankeschön. nebst vielen anderen auch. Dankeschön. Das war für mich auch so ein Goal. Ich habe früher einmal im Bundeshaus so die Bundesratswahlen mit Ah. Wahlen geschaut mit meinem Vater. Ja. Im Fernsehen Ah, krass. so nicht, sind wir dort. Das ist geil. Diese Schweizer, ne? Ich auch. Ich Auf jeden Fall, mir dort nachher schreibt einfach irgendein Video, ich weiß nicht mehr, 2 Taler Hunds im DM. So geil. Und wo ich das erste Mal gelesen habe, habe ich das Talahund gar noch nicht kennt. Weißt du, Ja, dann noch nicht ja. richtig gecheckt. Ich habe es auch Krass. schon mitbekommen, Krass. aber nicht so richtig. Bro, ich sehe, dass mich Herz verblasen. Ja, Und dann hat krass. jetzt schon ein paar kommentiert. Ja. Oder eine, ich weiß nicht mehr, den mal gelöscht haben. Das war wegen dir, wegen dem Deutsch. Boah. weiß nicht, was er gesagt hat. Also, irgendeiner hat mal geschrieben, wenn es irgendwann heisst, alle Albaner müssen die Schweiz verlassen, dann ist es so nicht wie der Luz, wie er Deutsch redet. Wenn es einfach heisst, alle Albaner müssen gehen, ist es wegen dem Luz, wie er Deutsch redet. Irgendeiner hat das kommentiert. Einfach random, Mann. Einfach aus dem Lied, Einfach plus in einem random. Video, wo er fast gar nichts sagt. Hey, nein, Mann. Oh Gott. Aber Oh es Gott. ist zu viel. Aber eben, wie du sagst, du musst mit dem... Ja. Es gibt immer so Leute, eben wie die anderen, die so Fake-Account machen und Ja. extra Leute beleidigen. Nein, es ist. Also ich muss auch sagen, ich merke, vielleicht hat es 1-2 Personen gegeben, die mich haben wirklich persönlich angehen oder DMs schreiben oder extra kommentieren. Hey, ich tue die Accounts entweder sperren oder löschen, Ja. dann ihre Kommentare mehr, weil keine Ahnung, wenn es jetzt ein Kommentar ist über das Auto oder über oberflächliche Sachen, okay, kann ich damit leben. Aber wenn es um persönliche Angriffe geht, nein. Geh weg. Ist Also wenn du das einfach Ziel unnötig, hast, ja. einfach zum jemanden beleidigen, obwohl die Person nicht kennst. Aber das gleiche Thema auch mit dem Verdienst. Wie willst du über eine Person, die jetzt zum Beispiel ein M4 E63 fährt, Ja. und irgendwie ein Schema an Aussehen erfüllen, wie willst du sagen, der kann sich eigentlich gar nicht leisten? Am Ende des Tages, du hast wieder die Steuererklärung von dieser Person gesehen, nur sonst etwas. Du hast gar keine Ahnung, wer Das dahinter steht. wäre mal ein Format. Ja, Hey, du sagst mit der Steuererklärung. Sagst du, ja, Komm ist mit gut. Steuererklärung. Das wäre auch mal Nein. etwas Neues. Nein, ich verstehe, was du meinst. Ich sehe, wo du hin willst. Es ist, die wie soll ich sagen, ich tue halt wirklich schauen, was die Leute schreiben und entsprechend reagieren. Ja. Nice. Geil. Nicht zum Schutz von der Leute, zum Schutz von der Privatsphäre. Ja, absolut, ja, ich same. schaue auch immer, eben, was sie wollen. Eben, darum frage ich das auf TikTok und dann. Ja, Auch korrekt. ja. Darf man das heute so posten? Ja, ja, ist gut. So nach einer Stunde. Warte, ja, ist gut. Und dann, wenn er es aufgeladen hat, sage ich, ja, tun es wieder löschen. Jetzt am Lachen nachher so machen. Genau. Du weißt nicht, dass du da schon einen Vertrag unterschrieben hast. Wir können alles machen mit dem Video, was wir wollen. So geil. Menschen aufnehmen, wo du reingekommen bist. Ja, voll. Mit KI. Genau, mittlerweile. genau. Auf dem WC-Kamera. Ja, voll. Du hast einfach nur so genickt und das ist für uns schon ein Ja. Nein. Genau. Hey, wir sind langsam... Sind wir schon am Ende? ja. geil. Krass. Was denkst du, wie lange haben wir jetzt gegangen? Stunde. Wir sind eine gute Stunde über dran gewesen, ja. Sorry, Was? Stunde. Gesundheit. Gesundheit. Geil. Und Ist so als es so gewesen, wie du denkst? Ja, die Zeit ist geflogen. Ich habe gedacht, kommen noch weitere Fragen, aber ist gut. Also ich bin... Hammer. Ich denke so... Hast du Zeit geht schnell um. als Schlusswort so etwas an unsere Community, an deine Community da, wo du kannst mitgeben? Hey, folgt dem Lustig Podcast unbedingt, Geil, weil sie oh haben mein Gott, das sehr, erste sehr... Mal. Geiles Ziel. Nein, ich finde, ihr macht es gut, ihr habt geile Gäste, Dankeschön. wir machen es spannend, geile Fragen und ja, Wer würdest du gerne sehen bei uns? boah. Ein Fußballer wieder, aber das mal Super League oder Spieler, die im Ausland spielen, wäre geil.
Wäre geil. Nächste Ja. Ja. Herausforderung. Also nicht, dass die anderen Fußballer, die das beruflich machen, nichts sind, überhaupt Ja, ja. nicht. Aber ja. Top, super. Wir können uns gerade unterhalten nach dem. Ja, thank you so much. Danke, Alle auf die Überholspur, rechte Seite. Hey, liken, Lasst euch teilen, blitzen. kommentieren. Ja, man, jedes Mal Leute. vergessen. Liken, teilen, auf Spotify Bis zum abonnieren. nächsten Mal. Unbedingt. Kommentieren beim Lucy im Instagram-Account, dass er gut Deutsch kann. Talk it like Loose D.